Einen wunderschönen guten Morgen. Für mich ist es eine Freude gewesen, diese Einleitung mitzuerleben. Ja, es ist etwas Wunderbares, wenn wir so Gemeinschaft haben dürfen miteinander in der Gegenwart unseres Herrn, ihn preisen dürfen mit Wort und Lied und jetzt noch besonders sein Wort aufzuschlagen und zu hören, was er uns zu sagen hat. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir so diese Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Und ich möchte zu Anfang, bevor wir einsteigen in dieses Wort, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir stehen nun hier und wollen dir zuhören, was du selbst durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst. Herr, öffne es jedem Einzelnen, rede durch deinen Geist und wir preisen dich von Herzen dafür. Amen. Wir feiern ja heute Pfingsten. Und wenn man so sich unterhält, ja, und die Einzelnen fragt, was bedeutet Pfingsten, dann bekommen wir oft ja wenig Antwort. Viele erinnern sich nur an Pfingsten, ja, da hat man einen Arbeitstag mehr frei und da freuen sich dann die Schüler, wenn sie eine Woche dann Ferien haben und dann wegfahren können. Das ist Pfingsten für viele. Aber wir wollen heute einmal nachdenken, warum eigentlich Pfingsten ist, was das für uns heute als Gemeinde jetzt hier zu bedeuten hat. Die biblisch-israelische Bedeutung lautet nach Lexikon, wenn man danach schlägt, dieser Tag ist das Fest der Wochen, das heißt Erntefest oder Fest der Erstlinge. Es war das zweite große Fest des Jahres im israelitischen Kalender, das 50 Tage nach dem ersten Fest kam und das erste Fest des Jahres war Passa. Und so lesen wir in 5. Mose Kapitel 16 die Einleitung von diesem von diesem Fest. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter studieren und darauf eingehen, was das Alte Testament dazu sagt und wie diese Feste da in Israel gefeiert und gehandhabt werden. Wir wollen heute unterstreichen, dass für die Allgemeinheit, für uns heute, dieses Fest die Erfüllung des Heilsplans Gottes ist auf dieser Erde. Und wir erkennen, dass Gott selbst diesen Tag dazu gewählt hat, dass die Erstlingsgabe oder dieser Gabe des Heiligen Geistes dieser Welt gegeben wurde. Und zwar in einer ganz speziellen Weise. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1. Da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte. Das ist ein ganz bestimmter Tag, eine ganz bestimmte Situation, die Gott hier uns beschreibt durch sein Wort. Und wenn wir das so in diesem Wortlaut vor uns haben, dann erinnern wir uns an Galater 4, Vers 4, wo es auch um eine Zeit der Erfüllung ging. Da heißt es in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Auch da sehen wir eine Erfüllung. Und so wie Jesus gekommen ist, als eine bestimmte Zeit erfüllt war, als der Vater gesagt hat, so jetzt ist die Zeit da, du, mein Sohn, sollst jetzt in die Welt kommen, da war dann diese Aktion oder das Kommen des Herrn Jesus Christus. Und wir kennen das alles durch Weihnachten, wenn wir daran denken. Durch Jesus haben wir den Weg, der zum Vater führt. Durch Jesus, der da gekommen ist, haben wir die Wahrheit, die uns frei von der Sünde macht. Und das ewige Leben, was uns durch Gnade geschenkt ist. Aber jetzt, heute, denken wir daran, dass wir durch den Heiligen Geist, der zu Menschen kam, da haben wir den direkten Zugang zu Gott. Da haben wir Gott in uns. Wenn wir daran denken, dass die Zeit erfüllt war, dass der Heilige Geist von Gott gegeben wurde auf die Welt. Das ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi. Sein geistlicher Leib, der weiter auf dieser Erde ist, seit der Apostelgeschichte 2.
Und ganz persönlich für jeden Gläubigen, ja, ist der Heilige Geist in unser Leben gekommen an dem Tag, als wir unser Leben Jesus Christus übergaben und ihn um Vergebung unserer Sünden gebeten haben und ihm an uns der Vergebung der Sünden hingegeben haben. Römer 8, Vers 14 bis 16 heißt es: Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist etwas Wunderbares für jeden, der glaubt. Er gehört zur Gemeinde Jesu Christi, zum Leib Jesu Christi, der heranwächst in eine Einheit in ihm, in Jesus, der das Haupt ist. Und da gibt es ja viele Bibelstellen, da können wir jetzt ganz vieles anführen, aber wir wollen uns da unterstreichen, dass diese Gemeinde von Apostelgeschichte 2 an auf dieser Erde diese bestimmte Aufgabe hat, ja, ein Zeuge zu sein und in dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes in der Mitte wohnhaft auf dieser Erde zu sein. Bis zu jenem Augenblick der Entrückung, wo Gott den Sohn schickt und Jesus kommen wird, in den Wolken diese Gemeinde heimzuholen. In den Abschiedsreden von Jesu an seine Jünger erklärte er ihnen, dass er zum Vater gehen muss, dass er sie verlassen muss. Warum? Ja, weil erstens seine Aufgabe dem Vater gegenüber erfüllt war. Als er dort am Kreuz hing und ausrief, es ist vollbracht, da war seine Aufgabe als Sohn des Menschen erfüllt vor Gott, dem Vater. Und dann musste er auch Platz machen für den, der kommen soll und der ihn in wunderbarer Weise vertreten wird, und zwar der Geist. Da heißt es in Johannes Kapitel 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, sagte Herr Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Und ein paar Verse vorher in Vers 7, später Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe und hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Das war die Verheißung von Jesus, als er ging. Kurz bevor dann Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, und das war ja die Himmelfahrt, da öffnete er das Verständnis der Jünger, dass sie die Schriften verstanden, so wie er es in Lukas 24, Vers 45 lesen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und gab ihnen ein Gebot mit auf den Weg und sagte in Vers 49 von Lukas 24, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und das ist unser Thema heute Morgen. Die Kraft Gottes empfangen. Das ist eine Verheißung des Vaters. Und das ist der Geist Gottes. In Apostelgeschichte 1, in den Vorbereitungen, bevor Jesus aufgenommen wurde, da sagte der Herr Jesus zu seinen Jüngern und zu allen, die da versammelt waren, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Und in Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und wir wollen diesen Vers einmal ein bisschen tiefer anschauen und sehen,
in dieser Erfüllung, die schon vor fast 2000 Jahren geschehen ist, ja, diese Kraft, die der Verheißung Gottes vorausging, ja, diese Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Da müssen wir uns jetzt mal fragen, ja, was ist diese Kraft, dieser Heilige Geist? Ja, die Kraft des Heiligen Geistes anhand der Schrift. Warum müssen wir sie ein wenig tiefer beleuchten? Weil wir heute so viele Bewegungen haben, so viele Sachen an uns herangetragen werden, dass wir wirklich viel Weisheit haben, das Wort wirklich in rechter Weise anzunehmen, auszuteilen. Wir müssen diese Kraft des Heiligen Geistes tiefer erfassen, damit wir nicht in den Fehler fallen, ja, seine Aufgaben mit unseren Weisheiten und unserer Aktivität auszufüllen. Auch nicht nach unseren Vorstellungen zu handeln oder nach unseren Gefühlen, sondern wirklich hinzuhören, was der Geist Gottes durch sein Wort uns zeigt. Wir dürfen den Geist Gottes nicht bevormunden und wir bestimmen, denn wir in heutigem Leben, ja, da bestimmen wir schon so vieles in unserem Leben. Und dann ist es immer schwieriger, ja, wirklich zu erkennen, ist das die Führung des Geistes Gottes in unserem Leben? Oder ist es meine Vorstellung, meine Wünsche oder so, wie ich mir das denke, nach meiner Logik? Wir sollen Acht haben, dass wir wirklich auf den Heiligen Geist hören. Ja, ich möchte nicht mal das Beispiel nehmen, nicht, dass wir so verfallen, wie es heute in der Welt aussieht, dass die Kinder die Eltern bevormunden. Ja? So machen es auch manche Christen. Sie bevormunden den Heiligen Geist. Und das ist eine traurige Geschichte. Aber wollen wir zuerst einmal hineinschauen und sehen, was der Geist eigentlich ist. Ja? Der Heilige Geist ist Gott selbst. Wir kennen diese Offenbarung in der Bibel, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Dreieinigkeit Gottes, die uns die Bibel lehrt. Und Jesus hat es klar geschildert, was der Heilige Geist tun wird, wenn er auf Erden kommen wird. Er wird zuerst einmal diese Jünger erfüllen, ja, aber er hat ganz klar gesagt, der Herr Jesus hat ganz klar gesagt in Johannes 16, Vers 8, er wird der Welt die Augen auftun über Sünde und über Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Welt die Augen auftun, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Nicht, ja, wenn wir jetzt an uns denken, ja, wir haben den Heiligen Geist, nicht es ist unsere Weisheit, unsere technischen Methoden, die wir so ja ganz toll aufarbeiten oder Anpassungsversuche an das heutige Weltdenken, Diskussionsabende, immer dieses Bestreben, ja, mit uns und unserem Können die Sache des Heiligen Geistes zu übernehmen und ja durchzufechten. Wir können nicht die Botschaft des lebendigen Gottes, das Evangelium an diese Welt anpassen. Das geht nicht. Denn der Anspruch des Herrn Jesus Christus ist eindeutig und ist total. Es gibt da keine Verbindung. Entweder ist es Licht oder ist es Finsternis. Jesus selbst sagt ja, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Da kann man jedes einzelne Wort jetzt auslegen und betonen und sagen, ja, was es eigentlich bedeutet, und man trifft immer ins Schwarze. Ich will mal ein Beispiel geben. Ja? Da kann man sagen, ich bin der Weg. Ja, das ist der Herr Jesus, nur er allein. Und dann kann man sagen, ich bin der Weg. Das ist nur der einzige Weg, es gibt keinen anderen. Und dann, ich bin der Weg. Es gibt diesen einen Weg und ich bin auch der Weg. Jedes einzelne Wort kann man betonen und daraus ja sehen, dass es eine einzige Wahrheit ist, die uns der Herr Jesus in diesem sein Wort offenbart.
Aber kommen wir wieder zurück zu der Aufgabe des Geistes. Ja, was der Herr Jesus in Johannes 16 uns sagt, ab Vers 8. Und wenn jener kommt, dieser Geist, ja, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Welt die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die Aufgabe des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Und wie viele Menschen leben heute neben uns, die nicht an Jesus Christus glauben? Wir haben Nachbarn, wir haben Arbeitskollegen, wir haben Freunde, wir haben Menschen um uns herum, die einfach nicht an Jesus glauben, deren Augen noch nicht geöffnet wurden. Und das macht dieser Heilige Geist. Aber wir fragen uns, wie? Ja, indem er sie als Kind Gottes gebraucht, das ewige Wort Gottes weiterzusagen, in allen Formen ihres Lebens. Er ist im Glauben, in jedem Gläubigen wohnhaft und durch jeden Einzelnen von ihnen, wenn sie Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland kennen, ist er der, der durch sie wirken will und sie gebrauchen will, den anderen die Augen aufzutun, sie zu informieren. Aber es ist seine Aufgabe, die Augen aufzutun, und sie dürfen nur sein Werkzeug sein. Durch ihr Handeln, durch ihr Zeugnis, durch das Weitergeben, durch ihre Gebete, durch all ihre Aktionen dürfen sie ja das Werkzeug des Geistes sein, dass er dieses Werk tun kann, der Welt die Augen auftun über ihre Sünden. Und das ist unsere Aufgabe. Der Geist Gottes überführt, nicht unsere Weisheit, nicht unsere Aktionen, nicht alles, was wir alles meinen zu tun und zu machen. Es ist wohl wichtig, aber der Geist Gottes ist derjenige, der neues Leben schafft. Er gebraucht jeden Einzelnen von uns, dass sein Wort weitergeben wird. Der Geist Gottes wirkt, wie er will und wo er will. Und das sehen wir an unserem Herrn Jesus Christus als Vorbild. Als Herr Jesus Christus kam, da heißt es ja, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und er zeugte, wenn wir sein Leben betrachten, einfach vom Vater und sagte, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und wenn ihr das Leben unseres Herrn Jesus studiert, dann seht ihr, dass er nicht große Aktionen gemacht hat, er nicht auf die Pauke gehauen hat, sondern er hat einfach schlicht und einfach das bezeugt, was der Vater ihm in sein Herz gab, in jeder Situation, wo es darauf ankam, die Ehre Gottes auf den Leuchter zu stellen. Und das ist auch in unserem Leben so. Wir sollen jede Situation ausnutzen, dass der Name des Herrn Jesus verkündigt wird, dass sein Evangelium weiterkommt, ja, dass seine Liebe aus uns herausschaut und seine Liebe ja in diese Welt hinein gezeigt wird. So wie der Herr Jesus einfach da gezeugt hat, wo er seine Aufgabe sah. Und so sollen wir es auch tun. Denn im Wort in Philipper 2, Vers 5 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und in dieser Gesinnung, wie Jesus dem Vater diente, wie Jesus sagte, ich tue das, was der Vater mir aufträgt, so sollen wir heute so handeln, wie der Geist Gottes, der in uns wohnt, ja uns hinweist, uns zeigt. Und da gibt es dann auch die besonderen Bitten. Auch im Leben Jesu gab es besondere Situationen, wo er ja außer der Reihe jetzt den Vater bat um etwas Besonderes in seinem Leben. Und das nur zum Beispiel Lazarus. Ja, das war eine Bitte des Herrn Jesus. Und dann hat er zu seinem Vater gesagt, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ja, wegen den Leuten, die da herumstanden, dass der Name des Vaters gepriesen wird. Und so ist es auch in unserem Leben so. Wenn wir Acht haben und den Namen des Herrn verherrlichen wollen, dann gibt er auch uns besondere Segnungen. Aber es geht nicht um unsere Ehre,
sondern es geht immer um seine Ehre. Und das sehen wir ganz besonders im Leben unseres Herrn Jesus Christus. Er, wenn wir lesen in Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So hat der Herr Jesus gehandelt. Er kam in sein Eigentum. Er predigte das Wiederkommen des Herrn, also das Wiederkommen oder das Kommen des Reiches Gottes, wenn man das so ausdrückt. Und so macht es der Heilige Geist heute auch durch uns, durch seine Kinder. Wenn wir Johannes 15, Vers 22 daneben stellen, da wo es dann heißt, wenn ich, also der ist auf Jesus bezogen, mit Jesus nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde, sagte er zu den Menschen dort. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Und diesen Vers möchte ich einmal anwenden, auch auf die heutige Zeit, ja, auf dein Umfeld. Und wenn der Heilige Geist nicht gekommen wäre und hätte ihnen ein Zeugnis gegeben und sie überführt von ihrer Sünde, ja, und hätte ihnen das nicht gesagt, dass sie ein Sünder sind, ja, nun aber, ja, können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Der Geist Gottes zeigt heute Ihnen, jeden Einzelnen, ja, wer ein Sünder ist und wie er vor ihm, vor dem lebendigen Gott steht. Der Geist Gottes zeigt dem Sündern, dass er in der Sünde ist. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So macht es der Geist Gottes heute. Der Heilige Geist öffnet die Augen der Welt, aber nicht nur von ihren Sünden, sondern auch, wie es dann weiter heißt, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Es gibt nur eine Gerechtigkeit, die vor dem Vater, vor Gott gilt, und das ist unser Herr Jesus Christus. Und das offenbart der Geist Gottes jedem einzelnen Menschen, der auf ihn hört. In 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und Römer 4 ergänzt, in ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben, um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und es ist noch eine weitere Kraft und Aufgabe des Heiligen Geistes. Er öffnet die Augen der Welt über das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 31, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und das ist eine Tatsache, die der Heilige Geist der Welt bezeugt. Das Wirken des Heiligen Geistes, also seine Kraft, offenbart dem Menschen, dass die Macht des Teufels, des Satans gebrochen ist. Wenn sie Jesus Christus als ihren Herrn in ihrem Leben haben, dann hat der Satan kein Anrecht mehr auf sie, auf uns, die wir ihn kennen. Egal, wie dunkel es auch um uns herum aussieht. Wir sind ausgegangen von dem Vers 8 in Apostelgeschichte 1 und wollen weiter sehen, die wichtige Aufgabe. Und für das heutige ist das der zentrale Punkt. Ja, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dieser Heilige Geist, der zu Pfingsten auf diese Welt im Obergemach in Jerusalem ausgegossen wurde, ist ich will es einmal heute Morgen so ausdrücken, ist die Seele der Gemeinde. So hat die Gemeinde Leben gewonnen. Und sie ist auf dieser Erde seit diesem Moment bis
hin zu jenem Moment in der Entrückung, wo der Herr Jesus selber in den Wolken diese Gemeinde zu sich rufen wird und somit der Geist Gottes wieder diese Erde verlässt. Die Gemeinde wächst beständig und mit jedem, der durch den Heiligen Geist überführt wurde und das Evangelium annimmt, wird diese Gemeinde erbaut und weitergeführt. Bis heute, bis zu dem Augenblick, wo Jesus diese Gemeinde ruft. Heute, ich möchte es noch einmal sagen, hat jeder durch die Wiedergeburt einen Anteil an diesem Heiligen Geist. Ich möchte es zeigen anhand des Wortes Gottes. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Und Johannes 3 sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und der Apostel Paulus drückt es durch den Heiligen Geist so aus in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dieser Geist Gottes lebt in mir, Christus. Und Epheser 1, Vers 13 und 14 sagt, in ihm seid auch ihr, da ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung und der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Da hören wir es ganz deutlich. Als wir gläubig geworden sind, hat Gott uns versiegelt mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und so ist Gott wohnhaft in uns. Und das ist etwas Gewaltiges. In 2. Korinther 1 wiederholt der Geist Gottes noch einmal, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben. Wie wunderbar ist doch diese Tatsache. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Also wohnt der Heilige Geist in jedem Gläubigen, auch in ihnen, wenn sie ein Kind Gottes sind. So ist der Geist Gottes wohnhaft in jenem. Und die Zusage heißt in Johannes 14, und mein Vater wird, ich lese, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist die Zusage Gottes. Er wird Wohnung bei jedem machen, der ihn liebt. In Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen. Und Römer 5, Vers 5 sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also immer wieder die Tatsache, der Geist Gottes ist in uns. Da gibt es nichts anderes. Er wohnt in uns. Er ist uns gegeben. Und das ist diese wunderbare Kraft Gottes, die in uns, in jedes Kind Gottes hineingelegt wurde. Gott in uns. Und so kann ich mit ganzem Herzen, mit ganzer Freude und mit ganzer Vollmacht auch sagen, in Philipper 4, Vers 3, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ist das nicht etwas Wunderbares? Der Geist Gottes in mir wohnen, Gott in mir und dieser Allmächtige will durch mich wirken. Aber es ist nicht mein Werk, es ist immer sein Werk. Er will wirken. Und er will mich verändern.
Und nur noch der weitere letzte Punkt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die Wirkung dieser empfangenen Kraft des Heiligen Geistes. Wir feiern ja heute Pfingsten und gedenken an diesen Tag, als Gott den Heiligen Geist auf diese Erde schickte oder ausgoss und dieser Heilige Geist gegenwärtig ist in dieser Gemeinde Jesu Christi, in jedem Kind Gottes, auch hier heute unter uns, in jedem Kind Gottes. Und er ist in unserer Mitte und redet zu jedem Einzelnen. Und da heißt es, dieser Geist Gottes, er wirkt. Apostelgeschichte 2, Vers 1, wir haben es heute schon gehört. Als der Tag der Pfingst sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Vor diesem Ereignis, wenn man mal die Jünger betrachtet, was sie vorher gemacht haben, ja, das war alles andere als öffentliche Zeugen. Ja, am Anfang, als der Jesus gekreuzigt wurde, ja, da haben sie sich versteckt, da haben sie sich hinter verschlossenen Türen aufgehalten. Und dann, wenn wir hier gelesen haben, ja, dann waren sie versammelt im Obergemach unter, nicht verschlossener Tür, aber sie waren einfach im Obergemach abgeschlossen für sich, eine Gemeindegebäude da. In Apostelgeschichte 1, Vers 13 heißt es, und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und dann, was passierte, als der Heilige Geist sie erfüllte, da änderte sich die ganze Situation. Da waren sie nicht nur in diesem Raum versammelt, ja, da ging es weiter. Da fingen sie an zu predigen, was Gott ihnen durch den Heiligen Geist ins Herz gab. Vers 4 von Kapitel 2 in Apostelgeschichte, da lesen wir, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Sie redeten, ja, zu einer großen Menge. Sie blieben nicht mehr jetzt da sitzen, versammelt in ihrem Kreis, in ihrem Obergemach, sondern als das geschehen ist, heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 5 und 6, und es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölker unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Also da war dann ein Volksauflauf, wenn man das so sagt. Aber da blieben sie nicht in diesem Obergemach und haben gesagt, nein, das ist jetzt die Elite. Nein, sie gingen hinaus und redeten dann zu dieser Volksmenge. Und in Vers 14 heißt es, da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Und dann kommt eine gewaltige Botschaft in Kapitel 2. Gerade Petrus, er steht als Mann vorne und predigt das Wort Gottes, das der Geist Gottes in ihn hineingelegt hat. Er redete nicht seine Weisheit, sondern er redete das, wie es hier steht, was der Heilige Geist Gottes ihm gab. Wenn man bedenkt, Petrus, der ja 50 Tage vorher noch in der Nacht ja Jesus nicht einmal einer unbedeutenden Magd bezeugte. Ja, er hatte noch Angst und sagte sogar 3-mal, na, ich kenne den nicht. Der steht jetzt vor dieser Menschenmenge und hält eine Botschaft im Namen Gottes, ja, durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. So will Gott durch uns reden. Er hat auch seinen Geist in jeden seiner Kinder hineingelegt. Und der Geist Gottes macht verständig. Auch sie haben diese Kraft durch den Heiligen Geist empfangen. Er gab sein vollkommenes Wort
um es in Vollmacht des Heiligen Geistes weiterzusagen. Und der Heilige Geist will wirken, will durch uns, durch seine Gebote, durch jedes Kind Gottes, ja, die Welt überzeugen, überführen, ja, einfach seine Aufgabe erfüllen. Die Frage jetzt an uns, was machen wir? Lassen wir ihm so viel Raum, dass er wirken kann? Oder begrenzen wir ihn schon mit unserem Verstand und unserer Logik oder unserem Gefühl und sagen, ja, das kann ja nicht sein. Das ist doch schon zu viel. Also das ist unmöglich. Aber ist für den Herrn etwas unmöglich? Ihr werdet meine Zeugen sein und der Heilige Geist will das wirken in jedem von uns. Ein persönliches Zeugnis. Ich erinnere mich an meine Jugendjahre. Ja. Ich war gläubig im Sinn der Allgemeinheit, fromm erzogen, besuchte die Versammlungen, war nicht in weltlichen Veranstaltungen, benahm mich ganz ordentlich. Ja. Aber ich war sehr in mich gekehrt, ja, verschlossen, einsam, unheimlich traurig. Heute würde die Diagnose von meinem früheren Leben heißen, ja, depressiv. Bis ich auf eine Freizeit kam und mir der Geist Gottes persönlich zeigte, dass ich noch gar kein Kind Gottes bin, dass ich noch in meiner alten Sünde lebe. Und dass, wenn ich jetzt sterben müsste, da würde ich verloren sein, egal was ich im Vorleben, was ich schon bis dahin alles gemacht habe, ja, die vielen Versammlungen, die persönlichen Gebete. Es hat keine persönliche Beziehung in meinem Leben zu Jesus gegeben. Und als ich Jesus damals mein Leben übergab, da änderte er es total. Ich musste auf dieser Freizeit keinem mehr sagen, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe, denn sie haben alle es gesehen. Ich war wie verwandelt. Von einem traurigen, in sich gekehrten Egoisten, Jugendlichen wurde ein fröhlicher, ein freier, ein bekennender Junge. Das hat der Geist Gottes gemacht. Und das ist sein Werk. Ich musste dann nicht mehr weiter kämpfen, jetzt sagen, mich anspornen. Nee, diese Veränderung, die der Geist wirkt, das gibt schon Zeugnis den anderen. Und als ich dann in meine Arbeitsstelle zurückkam, da musste ich jetzt nicht kämpfen, jetzt muss ich was sagen. Nein, die haben an mir gesehen, der ist verändert. Ja, die haben zu mir gekommen und haben gefragt, was ist denn mit dir passiert? Und da konnte ich sagen, das und das und das. Ich habe Jesus in meinem Leben. Er hat mir meine Sünden vergeben. Und dann kamen so viele Fragen von denen, dass es mit der Zeit für mich so wurde, dass ich ein Verlangen hatte, immer mehr vom Worte Gottes zu studieren, um eine Bibelschule dann zu besuchen. Ja, und der Herr schenkte es in wunderbarer Weise, immer so Führungen seiner Wege, dass im Nachbardorf eine Bibelschule evangelisierte und ich da schon Anschluss an eine Bibelschule bekam und so bis heute sein Zeuge sein darf. Wunderbarerweise, er führt. Wir sollen Raum lassen in ihm oder für ihn. Der Geist Gottes verändert sie. Er schenkt ihnen in Jesus ein neues Leben. Wenn sie das noch nicht erfahren haben in ihrem Leben, wenn sie noch nicht diese neue Natur in sich haben, dieses geistlich neue Leben, er überführt sie jetzt und zeigt ihnen, sie sind ein Sünder. Und wenn sie ihre Sünden nicht bekennen, dann sind sie verloren. Und er legt jetzt seine Hand an ihr Herz und fragt sie, nehmen Sie doch Jesus Christus heute als persönlichen Herrn und Heiland an, indem Sie ihm alles ausliefern, was in ihrem Herzen ist. Dann dürfen auch sie dieses Kommen des Heiligen Geistes in ihrem Leben erfahren, wie er alles neu macht. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden
mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Aber noch ein abschließendes Wort an diejenigen, die schon lange Kinder Gottes sind, die sich jetzt fragen, ja, wo bleibt das Wirken der Kraft Gottes, die durch den Heiligen Geist in mir wohnt, in meinem Leben? Ich merke schon lange nichts mehr. Warum? Warum ist dieses Wirken, diese Kraft Gottes nicht mehr da? Da gibt es verschiedene Gründe. Und da gibt es so viele Gründe, dass es eine weitere Botschaft wert ist. Aber ich möchte nur ein paar Punkte euch weitergeben, die mir auf dem Herzen lagen. Ja, vielleicht hören Sie nicht mehr richtig zu, wenn der Geist Gottes Ihnen Anweisungen durch sein Wort gibt. Oder noch schlimmer, Sie studieren nur oberflächlich das Wort Gottes. Sie gehen nicht mehr in die Tiefe, mit betendem Herzen das Wort Gottes aufschlagen und verlangen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Oder vielleicht sind sie ungehorsam, wissen schon lange, was sie machen sollten und tun es einfach nicht. Wissen in ihrem Leben, ja, diese Sache sollte ich eigentlich ändern, diese Sache sollte ich doch bereinigen. Der Geist Gottes pocht immer da und sagt, bereinige, mach das doch. Und ich bin bis heute immer ungehorsam und mache es einfach nicht, weil es für mich zu viel kostet. Oder vielleicht verfolgen Sie Ihre Vorstellungen und Ihre theologischen Auslegungen, wenn ich mal das so sagen will, andere Ziele und hören nicht mehr auf die Stimme Gottes, wie er es meint und wie er es in Ihrem Leben sehen will. Oder vielleicht beschäftigen Sie sich mehr mit sich selbst, als dem Geist Gottes Raum zu geben in Ihrem Leben, dass er mit seinen Zielen ans Ziel kommt. Der Jesus sagt heute zu Ihnen, ja, der Geist Gottes will Sie ganz neu beleben. Und er sagt in Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt, sagt Herr Jesus, und ich in ihm und er ist dadurch seinen Geist, der bringt viel Frucht. Also es dreht sich darum, bleibe doch in ihm. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Herr Jesus. Und in Galater 5, Vers 22 ist gerade von dieser Frucht die Rede. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und so sind wir doch als Kinder Gottes dann aufgerufen. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt doch euer Herzen nicht. Geht darauf ein und geht darauf ein, was der Herr Jesus durch seinen Geist in ihrem Herzen möchte. Und ich möchte schließen noch einmal mit Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir deine Gegenwart erfahren durften. Du hast doch zu jedem Einzelnen geredet. Herr, dein Geist ist ganz deutlich in jedem Einzelnen. Und schenke, dass jeder jetzt darauf eingeht, auf das, was du ihm gezeigt hast. Dass wir doch diese Werkzeuge werden, die du gebrauchen kannst, dass die Welt erkennen, dass du, der lebendige Gott, in uns wohnst und uns zu neuen Kreaturen gemacht hast. Herr, schenke, dass durch dein Zeugen in uns andere angesprochen sind und zu dir finden. Herr Jesus, du weißt aber auch um jeden Einzelnen, der hier noch nicht diese Gewissheit hat, ein Kind Gottes zu sein. Schenke, dass er heute diese Entscheidung treffen darf und dir sich ganz übergeben darf und dies erfahren darf, dass dein Geist in seinem Leben ausgegossen wird. Wir danken dir dafür. Und wir preisen dich, dass du auch jeden Einzelnen jetzt segnest, wo du ihn hingestellt hast,
dass er für dich wirken darf und für dich ein Zeugnis sein darf. Wir preisen dich dafür. Amen.